1, 2, 3, Was 4. filmst du jetzt? Die Hackfresse, wo da drauf sind. Ja, aber was ganz Wesentliches ist doch nicht drauf. Was ist denn da nicht drauf? Hallo. Kennen Sie das auch? Kein Bock auf Büro? Sie finden einfach Ihren Rhythmus nicht? Hundsmäßig schlechte Laune? Sie wissen nicht mehr, wo der Hammer hängt? Sie können Ihren Job nicht mehr sehen? Doch zum Glück ist heute Samstag und somit wieder Zeit für Feinripp, erwiesenermaßen nicht live aus dem Proberaum. Party, bis es kracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, anlässlich des 400. Proberaumvideos haben wir jetzt hier ein kleines Interview vorgesehen mit Zeitzeugen der Geschichte, der Bandgeschichte. Aha. Also mit mir. Nee, nicht mit mir. Ich bin nur zugereist sozusagen. Aber wir haben jemand aufgetrieben, der nach langer Zeit sich entschlossen hat, dann doch noch mal was zu der Band dazu zu sagen. Und das ist der Herr Dolber. Husendolbers. Oh, Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Hast dich entschlossen, endlich mal mit rauszurücken, mit deiner Leidenschaft, deiner frühere Bandleidenschaft. Sag mal was. Cola-Kracher. Hat sich nichts geändert, gell? Bei Scrap gibt's keine Cola-Kracher. Ja, und deswegen bin ich Prangere ich an. Also das Ding war das, ja, eigentlich hat er gesagt, er macht das nicht. Ne? Deswegen eier ich jetzt hier so rum, er macht das nicht. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wir stellen da auch was zum Essen hin. Und dann ist er sind auch Cola-Kracher dabei. Und dann hat er gesagt, das ist okay. Sie haben gesagt, es ist zwar abgelaufen, aber das hat dich ja noch nie interessiert. Genau. Letztendlich, klar, irgendwas macht ihn zu dem Mensch, der man ist. Und wenn es abgelaufene Süßigkeiten sind. So ist es. Und anlässlich der 400, warst du beim ersten Video mit, auf dem ersten Video bist du dann mit drauf? Original? Weil ich bin nämlich nicht mit drauf. Es war gerade die Zeit, als ich dazugekommen bin zu der Band, aber da habt ihr noch in Ludwigshafen geprobt und gefilmt. Weißt du noch, was das erste Video war? Nee. Keine Erinnerung mehr? Nee, keine Erinnerung, ausgelöscht. Weg. Das, ja, ich meine, so am Inhalt kann es ja nicht liegen. Also dass man sich da so arg dran erinnern könnte oder so. Besonders die ersten Videos waren intellektuell ziemlich daneben. Ich auch sagen. Aber gute alte Zeit. Ich weiß Und dort raus ist doch Tradition geworden, oder? Ja, wir haben nicht viel drin verändert. Ja, wenn man das so verfolgt. Weil doch das Drumherum ist deutlich gepimpt. Wie das Drumherum? So Trailer, Hintergrundmusik. Ach so, die, ja. Gut, die Corporate Identity. Ja, die Plastiksache außenrum. Dass man es erkennt, Monchi. Ah, das Mensch. Das war Englisch. Das war Englisch. Englisch. Aufpassen. So, das allererste Video, das war doch irgendwie, da hatten wir es doch über die 3 Sticks. Glaube ich mal. Also, was ich jetzt ziemlich gut fände, wäre, lass uns doch einfach mal reingucken. Das war das erste Video. also so rum. Sag mal, was man will. Moment. Aha, nochmal und dann Also das war schon ein ganz großes Kino damals, muss man wirklich sagen. Und was mich wundert ist, dass ihr euch nimmer daran erinnert. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, ich glaube mit dir auch. Erinnerst du dich noch dran an die Toilette im Proberaum? In Ludwigshafen. In Ludwigshafen, erinnerst du dich noch? Ich war neulich beim Psychologe und als er ganz, ganz tief gegraben hat und es wirklich wehgetan hat, Ja. da kam das aus dir raus? zwischen viele andere Dinge, kam die Toilette im Ludwigshafener Proberaum raus. Ja, es waren wirklich harte Zeiten. Also ich habe mich dann auch daran erinnert, dass es einen Aufzug gab im Proberaum. Und da hat der im Gegensatz zur Klospülung meistens funktioniert hat. Das stimmt, ja. Aber da hat original nur ein Verstärker reingepasst. Und das war richtig geil. Also das war eine richtig gute Zeit, finde ich. Aber damals auch noch 2 Musiker von Feinripp.
Ich kann mich aber noch dran Ein erinnern. Verstärker nett vom Harry. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in Ludwigshafen in dem Proberaum wurden einige Hits geschrieben. Das ist wahr. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir aufgenommen hatten, Ja. als Sebastian irgendwann in die Probe gekommen ist und gleich, dann gekommen ist und gemeint, schnell, er braucht was zum Schreiben, jetzt kann ihm was einfallen. Das war in Ludwigshafen. Das war in Ludwigshafen. Und was war's für ein Song? Weißt du? Es war Badische Weihe. Ja. Das weiß ich. Die Hits in Ludwigshafen. Genau. Ja, doch, war cool. Und war, bis zum wievielten Video warst du dabei gewesen? Oberhalb von der 10 wird es immer so schwierig mit Zählen. Also Nimm die 10. müsste man halt jetzt mal... Wäre mal interessant. Also wenn wir jetzt einen Menschen mit besonderer Zahlbegabung hätten, Ja, dann könnte derjenige schnell zurückrechnen in der September 2013. ja. Aber da wir das nicht haben und wir alle zu blöd dafür sind, kann uns das vielleicht das Kamerakind jetzt nochmal sagen und zeige das letzte Video, wo der Sebastian zu sehen war. Harry, erzähl mal einen Witz. Sag mal ein Gedicht auf Harry. Ja, du hast noch keins geglaubt. Der Dichter, der kriegt was auf die Lichter. Sebastian, was machst du hier jetzt eigentlich nach so langer Zeit und wie geht's dir damit, so lange abstinent zu sein? Mein Psychiater hat gesagt, ich muss zur Verarbeitung unbedingt noch mal Auf die Couch. also auf die Couch. Auf die Couch? Und ja, also der Philipp, der hat ja in der Hauptstadt gespielt und dann kam er und gesagt, bitte, ich will unbedingt und feinen Rap. Und vertraglich haben wir Stillschweigen vereinbart über die Summe, aber wir haben uns geeinigt, nachdem meine Anwälte ihn also wirklich schwer in die Enge getrieben haben. Vielleicht gab es noch einmal ein Video dann zum Abschiedsgig im Dezember. Und ich habe mich ja auch im Sommer 2017 mal reingeschlichen Stimmt. in ein Video. Sommer 2017? Echt? Ja. Ach, verdrängt. Dein Psychologe taugt nichts. Ich muss wirklich sagen, so langsam, es gibt viele Situationen, wo ich denke, oh, das habe ich ja ganz vergessen. Zu Recht vergesse, dass ich das schon mit der Bett erlebt habe, muss man wirklich sagen. Es ist schon eine ganz schön lange Zeit. Seit wann bin ich jetzt dabei, Kamerakindchen? Rechne nochmal zurück. Das, ja, wie gesagt, das sind so... Wie viel Wochen hatten die Jahr? Irgendwas mit 50? Ja, 52. Aller 52. Und jetzt rechnen wir zurück, jetzt sind es Also 400 Videos. 400 Wochen. Du müsstest seit dem Herbst 2009 dabei sein. Ja, das kommt wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Der Harry ist 2008 eingestiegen. Ja, Machen wir schon so lange die Videos. ja, Du 2009. ja. Ja gut, ich meine, 400 durch 50 ist 8. Ja, und es gab keine Woche, wo es kein Video Es gab gab. keine Woche, wo es kein Video gab. Das ist, muss man wirklich jetzt auch mal sagen, zu diesem Anlass, der 400, es ist ein großes Lob ans Kamerakind. Da die bisherigen Niveaulosigkeiten heute noch bei weitem zutiefst unterboten wurden, sehen wir uns leider gezwungen, das komplette Video zu zensieren. Sie hören eine neutrale Hintergrundmusik. Vielen Dank. Das Intro von der Musik. Dummschwätzer.